Ich bin bei POW, weil mir Klimaschutz wichtig ist natürlich und weil ich bei POW eine Gemeinschaft gefunden habe, eine Gemeinschaft von Bergsportlern, die sich genau für den Klimaschutz und für unsere Berge und unsere Natur einsetzt. I'm part of POW because it has a great mission and I think that it matches perfectly with my personal values. Ich bin bei POW, weil ich die Berge liebe und unseren Spielplatz schützen will. Das Skigebiet Silvretta Montafon im österreichischen Vorarlberg. Dort findet übers Wochenende ein Festival für Freerider statt. Mit dabei Verena und Moritz von POW. Gerade im Skibereich kann man ja ganz viel verbessern. Also der Großteil der Emissionen entsteht durch die Anreise. Und da sind wir froh, wenn wir kooperative Skigebietspartner haben, wie eben Silvretta Montafon, die sich da ganz bemüht, um auch die öffentliche Anreise kümmern und eben wirklich auch aktiv bewerben. Wer von euch kennt POW schon? Yay! Sicher. Protect Our Winters hat der amerikanische Profi-Snowboarder Jeremy Jones 2007 gegründet. Seine Idee, sich für nachhaltigen Wintersport einzusetzen. Diese Idee zieht Kreise. Es gibt POW Europa seit 2020. Wir wollen das schützen, was wir alle lieben, unsere Leidenschaft, unsere Berge. Und wir probieren vor allem Bewusstsein in der Autosportindustrie zu schaffen und euch alle als Autosportler, begeisterte Wintersportler, Bergsportler zu motivieren und aktivieren, euch aktiv beim Klimaschutz einzubringen. Was jeder und jede Einzelne machen kann, so im Skialltag, ist die öffentliche Anreise. Bis zu 70% der Emissionen entstehen eben durch die Anreise mit dem Auto. Und das kann man eben verhindern, indem man mit dem Zug oder mit dem Bus anreist. Oder wenn es mit beiden nicht geht, dass man zumindest schaut, dass das Auto voll ist. POW setzt sich mit verschiedenen Kampagnen für den Erhalt der Bergwelt ein und will Einfluss auf Politik und Wirtschaft nehmen. Im vergangenen Jahr forderten die Aktivisten ein neues Klimaschutzgesetz in Österreich. Über 300 Unternehmen aus dem Outdoor-Sportbereich haben ihren offenen Brief unterschrieben. Wir haben es geschafft, alle Unterschriften von allen Unternehmern und Unternehmerinnen auf einen Brief zu drucken. Das war tatsächlich dann ein 4 Meter langer Brief, den wir an die Ministerin übergeben haben, damit sie in den Verhandlungen um dieses Gesetz einfach mehr in der Hand hat, um besser verhandeln zu können. POW will die Outdoor-Community mobilisieren und engagiert sich auf vielfältige Weise. Kooperationen mit Skigebieten und Unternehmen, aber auch grüne Geldanlagen gehören dazu. Und Athleten, die ihre Botschaft in die Welt tragen. Und mit diesen Athletinnen machen wir auch ganz viele Kampagnen, produzieren wir Fotos, Filme, Videos und sprechen immer verschiedene Themen an. Letztes Jahr ein Projekt war zum Beispiel Freeride World Tour by Train. Sprich, unsere Athletinnen sind zu den Freeride World Tour Wettbewerben mit dem Zug angereist. Und das haben wir halt mitdokumentiert und so der anderen Zielgruppe auch näher gebracht. Und so wollen wir halt auch die normalen Skifahrerinnen motivieren, öffentlich anzureisen. Ich bin die Manuela Mandl, ich bin Snowboarderin auf der Freeride World Tour. Und wir fahren jetzt gerade direkt, ohne einen Zwischenstopp, in 1,5 Stunden von Innsbruck nach Fieberbrunn. Just hanging, man. Just hanging. Ich finde, das hat extrem gut funktioniert. Also wir sind pünktlich abgefahren und noch wichtiger, pünktlich ankommen. Die Botschaft von POW nach außen tragen. Andere junge Menschen zum Handeln und Nachdenken bringen. Das will auch diese Gruppe aus Innsbruck. Die Ehrenamtlichen von POW Austria sind heute gemeinsam auf Skitour. Was motiviert sie, sich zu engagieren? Wenn man den aktuellen Jänner sich merken lassen, wie schneearm das ist, wie warm das ist, da findet man einfach leicht die Motivation, um irgendwas Positives voranzutreiben. Genau. Ich bin schon nach der Jahrtausendwende geboren und da bin ich die erste Generation, die es trifft und das war vielleicht mit das ausschlaggebende Momentum. In meinem Geografiestudium habe ich halt gelernt, was es für Probleme gibt und mitbekommen, ja, wo die Möglichkeiten sind, dass man sich verbessern kann und darüber bin ich dann gekommen und habe geschaut, was kann ich im Alltag machen und nachdem das ausgereizt war, habe ich überlegt, wie kann man noch einen Schritt weitergehen und da habe ich halt geschaut, wie ich mich politisch engagieren kann und da bin ich dann zu POW gekommen.
war immer schon sehr viel gerne in der Natur und habe halt gewusst, was mir das gibt und dass man das einfach für zukünftige Generationen auch bewahrt. Man muss nicht immer gleich die Welt retten mit jedem Schritt, aber jeder Schritt ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht auch andere motivieren, dass man auch was anderes tun kann. Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck versuchen sie möglichst klein zu halten. Sie machen sich Gedanken um ihre Zukunft und um die ihrer Heimat. Denn auf ihre große Leidenschaft, das Skibergsteigen, möchten sie auch in Zukunft nicht verzichten. Sie suchten Kooperationen mit Unternehmen und merken, dass sie immer wieder an ökologische Grenzen stoßen. Seit kurzem prangt ihr Logo auf der Getränkedose einer kleinen Brauerei. Das Bier ist regional, die Zutaten ökologisch angebaut. Die Aludose ein Kompromiss. Wir haben halt schnell gemerkt, dass man nicht einfach so sagen kann, Alu ist schlecht, Mehrweg ist gut und Einweg ist super schlecht, sondern es kommt halt drauf an. Und in dem Fall mit der kleinen Brauerei haben wir gemerkt, dass die Aludose tatsächlich das beste Verpackungsmaterial ist, was wir verwenden können. Also was man, wenn man es fachgerecht entsorgt, tatsächlich zu 90% wieder nutzen kann. Und ja, da geht es eigentlich auch darum, im Alltag zu zeigen, wo sind die Grenzen, aber wo sind auch Möglichkeiten, was zu verändern. Es gibt Grenzen, da kommen wir nicht weiter, aber es gibt quasi so Spielräume, in denen wir uns bewegen können und in denen können wir dann doch was ausreizen. Die Botschaft ist eigentlich, dass Klimaschutz cool sein soll und dass jeder was bewirken kann. Und das versuchen wir mit ganz verschiedenen Statements zu erreichen, verschiedene Posts, auch über unsere Athleten, praktische Tipps, Blogartikel, alles Mögliche. Einfach aus unseren verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir haben, trage ich das quasi nach außen und poste es auf verschiedenen Kanälen, hauptsächlich auf Instagram, aber ganz viele verschiedene Bereiche. Beliebteste Posts sind durch die Berge und wenn man eine schöne Landschaft hat, weil das einfach alle voll gut gefällt. Die Botschaft Klimaschutz nach außen tragen. Auch andere motivieren, bewusster zu leben und bewusster zu handeln. Die Zukunft im Blick haben. Mit kleinen Schritten und kreativen Aktionen. Und natürlich selbst versuchen, umweltverträglich zu leben. Und zum Beispiel mit dem Bus in die Berge fahren. Auf dem Powderfest werben Verena und Moritz weiter um neue Unterstützer. Mit Erfolg. Cool, super. Ich bin schon mittendrin.